2020 ass dat Joer dat Angst gemacht huet, an aus engem fiktive Gefil vu Sicherheit herausgerat huet. Mir sinn net sicher. A Ke vun eis as zu 100% hier muss aufgesichert. An der Tolle da ist fleischcht, Lebensgefehl für viele Menschen nur vollziehen zu können, die unabhängig von Corona niemals richtig sicher sind. Auch viele von denen Menschen sind als Partner an der Kooperationspolitik. Der Virus hat Schutz eingrenzt, nämlich als Responsabilität für den anderen. Und weil das ein Ensemble mehr wie je für die Kooperationspolitik zählt, das selbst wie für die Bekämpfung von einem Virus. Es gibt just eingrenzt, nämlich die Responsabilität von engem für den anderen. Aber wenn wir den Schwach haben, an den Hummer, da sollten wir aus der Welt kein Schlachtfeld für Partikularinteressen machen, mehr eine Solidargemeinschaft. Und das ist das ein Ziel von der Kooperationspolitik. An den zweiten Phänomen, Corona hat die Krisen, die schon bestanden haben, vertieft. Und auch darüber ist der Minister, fand ich, ganz zu Recht ergangen. Menschen, denen nicht gut gegangen ist, goffen auch nach die Lastappuien oft geholt. Als Entwicklungszusammenarbeit, als auf viele Plätzen humanitär Hilfe gehen. Kooperationspolitik und etwas mit weltweiter Sozialpolitik zu dienen, verdient dafür ein strategisch durchgeplantes Konzept. Kooperationspolitik ist keine reine Charity, mehr ist weltweit Gerechtigkeitspolitik. Und Gerechtigkeit wird immer mit Rechten zu sein. Rechter muss nicht freundlich erbietelt gehen, mir entschieden, verteidigt und angefordert. Kooperationspolitik ist für viele Menschen weltweit knallhart, lebens- und überlebenswichtig. Kooperationspolitik ist eben keine Almosengeberei, mehr als proaktive Gestaltung von der Welt, und von den Rechten von allen Menschen bewürdigt leben. Und das möchte so spannend und so blutnotwendig. Wir leben an einer weltweiten Solidargemeinschaft. Mit anderen zusammen schaffen, als auch zu unserem Besten Kooperationspolitik als auch Außenpolitik. An dieser Welt gibt es ein dramatisches Problem mit der Verteilungsgerechtigkeit. Wir greifen an, weil wir eine Verantwortung haben, aber weil wir vermeiden wollen, dass das Welt immer noch mehr aus dem Gleichgewicht gerät. Kooperationspolitik ist dafür auch Klimapolitik und Migrationspolitik. Kooperationspolitik als auch Wirtschaftspolitik, und zwar solange wie der Unterschied klar bleibt, den Abschwung muss vor Ort, ob der Platz spielbar sind, Arbeitsplätze schaffen, an neue Perspektiven ermöglichen, und muss dafür den längst überholenen Duktus brechen, dass wir am sogenannten Norden vom sogenannten Süden weitergehen profitieren. Wir nämlich von auf Suche fehlen eigentlich am Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder behalten wir als Grundstruktur bei, freien Krit dann eben die Pourcentage Männer, die gerade PIB an den RNB aufwerfen. Das ist aber eigentlich, wenn man genau guckt, weiter so wie bisher, mir eben ein bisschen gebremst. Oder wir holen Corona-Krise als Chancen, als Opportunität für das gesamte System und seiner Frohen, Prioritäten zu definieren, weil nicht alles ist selbst wichtig. Vielleicht, wo sind das schon an Highlight eine Chance drauf verstoppt. Wir mengen, dass bei der Entwicklungszusammenarbeit nicht nur um enge Prozent soll festgehalten gehen, nur auch, dass den absolute Montant nicht soll dafür gekürzt gehen. Kooperation ist kruzial wichtig, gerade lo. So, ich will uns mehr für Null. Très bien.